Das Tier frisst. Der Mensch frisst leider auch. Es gibt Verhaltensweisen, die in vielen Kulturen als verwerflich gelten. Bei uns sind sie bekannt als die 7 Todsünden. Eine davon ist die Völlerei. Das Laster, wo masslos gefressen und gesoffen wird. Ich treffe den Gastrokritiker und Rockmusiker Jürgen Dolase. Okay, Leute. Wir unterhalten uns über die Grenzen zwischen Essen und Fressen. Und für das habe ich mich sogar überwunden, Austern zu probieren. Alles verschmerzt sich. Je langsamer, desto besser. Weshalb ist dir Essen so wichtig? Weil es so spektral ist in den Erfahrungen. Ich konnte lernen, dass wir im körperlichen Bereich bis in unheimlich differenzierte Wahrnehmung hineinkommen können. Und gleichzeitig, was ja auch nicht immer stattfindet, können wir über Essen so viel nachdenken und reflektieren über unsere Position zum Essen wie die größten Philosophen. Auch das ist längst noch nicht ausgeschöpft. Was ist denn Völlerei für dich, ganz kurz gesagt? Völlerei ist nicht das. Und Austern schon mal überhaupt nicht. Völlerei ist, spielt sich eigentlich nicht da ab, wo man übermäßig bewusst ist. So ein richtig großes Menü, was festlich ist, als Völlerei zu bezeichnen, wäre falsch. Nein, die Völlerei ist so im täglichen Bedarf, setzt sich das um so. So, Jürgen, was brauchen wir noch für unsere Tafel? Vielleicht irgendwas, Sie haben ja ein relativ gutes Muschelangebot. Vielleicht irgendwas aus dieser breiteren Muschelpalette. Was haben wir denn da? Aus der Bretagne ist eine Konservenfabrik, die Palourde. Palourde. La Paille Poulaise, ja, kenne ich die Firma. Ja, habe ich auch schon mal gekauft. Ne? Und zu trinken brauchen wir auch noch was, oder? Da muss man immer auf den Chef hören. Danke. Dass ich eine Zeit lang ausschließlich von Fast Food, also Wiener Schnitzel, Frikadellen, was weiß ich, ernährt. Wir haben ja sehr viel Alkohol getrunken als Rockmusiker und man hat gegessen, wenn es was gab, und dann hat man gegessen, bis man zu war sozusagen und fertig. Ne? Zugedröhnt. Ja, auch mit dem Essen. Ich habe es genannt mal die letzte legale Sucht. Was ist denn Genuss für dich? Genuss ist wirklich die Hinwendung zum Essen. Das Einschalten des Gehirns, das Einschalten aller Möglichkeiten, die man hat. Schmecken statt Essen im Sinne von Triebbefriedigung. Danke sehr. Die Grenze zwischen Genuss und Völlerei ist fließend, aber sie ist enorm wichtig und tief da, bei jedem von uns, glaube ich sogar. Aber was würdest du denn sagen, das finde ich genau interessant, oder dieser Unterschied, ab wann man für sich selbst sagt, das ist jetzt nicht mehr Genuss, das ist jetzt Völlerei, was ich betreibe? Essen bis zum Anschlag. Warum das kommt, ob es als Belohnungssystem oder als Folgen von Alkoholkonsum oder wie auch immer oder als Frustessen, ist egal. Bis zum Anschlag essen als Folge von körperlich, psychischer, sagen wir, Stresssituationen. Das ist Völlerei. Wir müssen dazu zurückkommen, so sensibel zu werden, dass wir alles sehr viel langsamer, detaillierter und schätzender für das Produkt angehen. Also über Verzicht dann wieder zum Genuss zu kommen. Das wäre eigentlich der Weg. Der ideale Weg für die Gesellschaft wäre wahrscheinlich, wenn
Einschränkung und Genuss das Gleiche wird. Mhm. Du hast aber auch mal einen Abnehmversuch hinter dich gebracht. Darüber schreibst du. Und darüber, das Interessante dabei war, wie wenig man eigentlich braucht, bis der Hunger weg ist. Ne? Man kriegt Hunger, ich habe 3 Löffel Joghurt gegessen, dann habe ich nur gedacht, wie wirkt denn jetzt die 3 Löffel Joghurt auf mich? Und habe festgestellt, danach habe ich keinen Hunger mehr. Jürgen, du hast ein Buch über Völlerei geschrieben und dort hast du das Essen als letzte legale Sucht bezeichnet. Weshalb? Das hat 2 Aspekte, einen individuellen und einen gesellschaftlichen, glaube ich. Der individuelle ist das Verhalten rund um Essen ist suchtartig. Ganz jeder wird das kennen, auch nach viel Alkohol, die Lust an was Süßem, zu viel Süßes, wieder was Saures. Wir werden da schon von unseren körperlichen Reaktionen, das ist auch eine Überfüllung mit Chemikalien so, getrieben. Der andere ist der gesellschaftliche Aspekt. Es ist eine der wenigen Sachen, wo man größere Schäden produzieren kann als Individuum, an sich selber, aber auch letztlich an der Gesellschaft, über die Art und Weise, wie man isst. Und es ist nicht sanktioniert. Ne? Das Problematische ist ja, dass man Völlerei nur betreiben kann, wenn man eigentlich selber im Überfluss lebt. Kannst du mit gutem Gewissen zu viel essen? Nein, kann man eigentlich nicht. Wie viele Leute könnten wir ernähren mit dem, was wir nur zu viel essen? Was landet auf unseren Rippen an Kalorien, was wie viele Millionen in der Welt ernähren könnte? Die Fragen darauf hat keiner. Die werden auch stark vermieden. Weil ja, die Antworten verderben ja auch den Appetit. Die Antworten verderben nämlich sehr den Appetit. Und es geht ja um ein Phänomen, was eben die Bevölkerung zu 100% betrifft. Es geht ja nicht um dicke Autos oder sonst irgendwelche Luxusprodukte. Nein, es geht um das, was wir jeden Tag, nennen wir es ruhig mal, verbrechen. Wenn man schaut auf den sozialen Medien und so weiter, dort wird ja Essen so stark inszeniert, dass es eigentlich zu einem Lifestyle wird, auch zu einem Identitätsmarker sozusagen. Also eben immer mit dem Gedanken dahinter, ich bin, was ich esse. Also mich stört das sehr, weil es gibt gerade auch professionelle Köche, sagen immer wieder, die Sucht am Bild passt zu der Sucht am Essen ein wenig. Es wird für die Optik gearbeitet und nicht für den Geschmack. Wirklich gute Gerichte sehen oft gar nicht gut aus. Wenn man maximal gut irgendwas kocht oder schmort, ist das so eine bräunliche Suppe oder irgendwas in der Richtung. Aber nicht das, was dort gemacht wird. Insofern ist es verlässt die Ebene des Kulinarischen im Prinzip und geht in etwas anders. In was denn? In was geht das rein? Es hat sich eine ganz neue Ebene gebildet, wo auch die Fernsehköche zuzähle. Eine Ebene der Bilder um Essen. Niemand weiß, wie schlecht oder wie gut das schmeckt, was in den Fernsehstudios gekocht wird. Ich weiß es teilweise. Es schmeckt nicht übermäßig gut. Es ist ein unheimlicher Unsinn. Ich sehe Sendungen und sage, was machen die denn da? Aber vielleicht ist es ja auch einfach so populär, weil Essen ja auch sowas wie eine Ersatzhandlung, eine Kompensationsfunktion einnehmen kann. Ich glaube, dass wir diesen Effekt sehr viel bei Leuten finden, die nicht die Kühe selber melken und die nicht harte körperliche Arbeit machen. Die neigen, glaube ich, dazu, das zu instrumentalisieren, das Essen, und in irgendeiner Weise, entweder auch für sich ganz privat oder auch gegenüber anderen nach außen den einzusetzen. Eine andere Frage. Die alten Ägypter, die haben ja immer Grabbeigaben gemacht, damit man im Jenseits ausgerüstet ist. Was muss man Jürgen Dolase in die Grabkammer legen? Gut, Messer und Gabel wäre schon nicht schlecht. Ne? Ist man für alle Fälle gerüstet. Ne? Danke. So viel zu der Völlerei nach Jürgen Dolase. Wie haltet ihr es mit kulinarischen Orgien? Wir sind gespannt auf eure Kommentare.